Das ist ein Projekt, den ganz tief Blick geleist, weil einerseits als ein Ort zu gesehen an dem Zusammenhang von der Unruhe, die man im September hatte bei der Rentrée, wo man ja auch eine Diskussion hatte rund um das, was wirklich da am Eislich geschieht war. Ich muss sagen, die Diskussion war nicht immer transparent, vielleicht nicht doch immer ganz ehrlich. Aber für alle muss man sehen, dass die Rekrutementsproblemer, die wir haben, nicht von uns gehen, wenn wir große Wachstum haben, auch von unserer Population, aber auch das Resultat sind, wo ganz viele Fehlentwicklungen am Enseignement. Das nicht wird einfach so von heute auf morgen entstanden ist. Und ich will hier just vielleicht eine Gewerkschaft zitieren, den SNE, der noch am Kontext von dieser Diskussion gesagt hat, es wäre eine Konsequenz von ressourcenfressenden Reformen im Fundamental. Ein Beispiel davon ist auch, dass man zum Beispiel ganz viel Lehrpersonal freistellen für Recherchen zu machen an innovativer Pädagogik. Nach diesem Studio hat der Minister 12 Stunden prozentual ganz hoch an die Luft gesagt, die konsakriert sind für Recherchen zu machen an innovativer Pädagogik. Wenn man aber gesehen, dass Leute und Terrain fehlen, froh mir als das wirklich nötig, unserer Meinung nach Lehrpersonal an Schulklassen. Das ist Priorität. Wir sind gegen den großen Wasserkap am Schulministerium. Das Zweite ist, dass es ganz viele Probleme mit der Demotivation vom Lehrpersonal gibt. Und auch dazu den ganz Reihe von verschiedenen Ursachen, natürlich das mit Disziplin an den Schulen, wo Gewaltprobleme, die nicht dafür klein gerät geben, wo es gut wäre, von einer Hierarchie, einer Direktion, ob der Platz wäre, für auch können nur die Schulen zu gucken. Und auch Bürokratie, das hat auch verschiedener angeprangert, muss reduziert gehen. Mit sind ausgerechnet haut die Parteien, die die Bürokratie angefeiert haben, die haut so, wir müssen die Bürokratie zurückschrauben. Wir als ADR, wir wollen immer dagegen, was der Plan de Développement scolaire angeht, was Bilan angeht, also so viel einer unnötige Bürokratie, die an den Schulen angefeiert wird. Lass mal einen Blick werfen auf die Ausbildung, dann die Haïum Institut de Formation von l'Éducation nationale gelegt wird. Du hast zum Beispiel die Frage von, ich will da vielleicht eine Klammer abmachen, fällt da keinem bei all den quotebegeisterten Regierungsparteien ab, dass nicht viele Männer an den Beruf wollen, ob schon ein attraktiv und interessant ist. Überall treten wie Quoten an. Hier ist das aber auf jeden Fall kein Thema, von hier nicht viele Männer wollen den Schulmeisterberuf ergreifen. Hat das vielleicht etwas zu tun mit dem Gegenders am Unterricht, auch ein überflüssig Sache, die seit Jahren forciert wird. Hat das nicht auch etwas zu tun, da man da nicht viele Männer da kommen sind. Das ist ein bisschen viel gegrummelt am Saal. Mir steuert das nicht, Herr Präsident. Sie grummeln aus Begeisterung, und das ist auch ganz richtig. Das darf nicht durch sein. Der wird nur gesehen, Herr Präsident. Der wird gesehen. Mit dem werde ich los so, wird Verschiedenheit alle grummeln. Das nämlich. Ne, steuert sie nicht. Das ist nämlich so. Wann der gesinn hat, die Leute von den Regierungsparteien bestimmt die letzten Rapport Antisemitisme au Luxembourg, den ist nämlich ganz interessant. An eng Starrolle an diesem Rapport spielt der Komitee pour une paix juste au Proche-Orient, den kennen wir ja, den an diesem Antisemitismus-Rapport viel zitiert wird. Was interessant ist, dass den am IFAN kann Schulhalen, an dat wie de Minister mo eng Antwort ginne op en question parlementaire, die Kuren, die Seminäre von dem Comité pour une paix juste pour le Proche-Orient sont reconnus au même titre que les autres cours offerts par l'IFAN. Nun also eng Situation in Europa, wo die meisten Regierungen in Europa gegen den Antisemitismus kämpfen. Das Regierung möchte den Antisemitismus zu einem Schulfach. Ich ging mal an ihrer Platz wohl richtig vorstellen, wie bei ihr Steff enseignieren, aber werde man den antisemitischen Organisationen hun an unserer Education nicht verloren. Dann ein vierter Punkt, wo man gesehen, dass große Probleme an der Schule sind, das sind natürlich die flexiblen Arbeitszeitmodelle, viel Congestement, noch das kann ich an den Statistiken vom Ministerium lesen. Aber es kommen weiter Gefahren bei Schule zu. Auch weiter Faktoren, die als Schulleiter, als Lehrpersonal demotivieren. Und das ist auch das Nivellement vers le bas. Und die Gefahr können auch, das muss ich der Kollege von der CSV aber auch vierhalen, auch wenn Sie an eine Regierung kommen, als die Gefahr nicht gebannt sind, auch schon geschwärzt von Entschlagen, wo Schulprogramme, Sprache wären noch immer zu viel kompliziert, braucht man de Passé simple. Auch CSV
geht weiter op de Weh fir de Leiit immer Manner beizubringen. Eng wissenschaftliche Tüder Frankreich huet für kurzem gewiesen, dat von 1987 op 2009 20 Joer de Schulniveau 3 Joer gefall ass. 3 verlorene Schuljoren durch die Reformen, die gekommen sind, an die auch die heute zu Lëtzebuerg an einer ganz ähnlicher Form rabrisch gesehen. Wenn man haut immer mehr lange Studienzeiten und immer weiter Schul verlängere wird, dann nicht der gute Weg für den Niveau rumzusetzen, dann dummer der Zeit zu spuren. An den Niveau verloschte gesehen wir am Staatsexamen, am Premiersexamen, an auch am Konkurs für das Lehrpersonal abzuholen. Mir loscher Leid, die den Stress nicht mehr aushalen, Abwahl vom kompetenzorientierten Unterricht. Und wir wissen von der Uni, von den Leuten, mit denen wir durchschwätzen, dass das, was da produziert wird von den Leuten, die Sciences de l'Éducation studieren, dass das DAX nicht an einem Französisch formuliert wird, was den überhaupt noch verstehen kann. Ich will einen Zeichen, der nicht verdächtig ist, der Claude Adam, den wir leider nicht mehr bei uns haben, an einem Artikel am Lëtzebuerger Wort an einem Interview am 21. März des Jahres gesagt, das Ministerium will, dass die Uni mehr Kandidaten mit Defiziten aufnimmt und ihnen bei der Aufarbeitung ihrer Schwächen hilft. Das ist schön und gut, sagt Adam. Geringen, also ich will nicht am Verdacht, das zu behaupten. Was, wenn Sie am Ende der Ausbildung Ihre Defizite nicht aufgearbeitet haben? Was zertifiziert die Uni in solchen Fällen? Adam ist skeptisch. Die Erfahrung zeige, dass nur wenige Studenten mit einer Admission konditionell aktiv an ihren Defiziten arbeiten, so Adam. Wir riskieren, Generalisten auszubilden, die keine mehr sind. Das ist voreisch, das ist einfach so wie es ist. Mir viel wert sie nicht Konsequenzen die Politik daraus zieht, dass man konsequent geht den Nivellement bafirgin, dass man gucken, dass Leute etwas lehren und etwas können, und nicht Leute an die Schule rallosen, die selber nicht mehr das Niveau haben, die sie brauchen, wie ich den anderen etwas beizubringen, weil los man doch die Realität so ausschwätzen, wie sie sind. Die ADR als an deswegen die Überzeugung die einzige Partei hebannen, die den feste Willen hat, den Nivellement zu stoppen. Das ist ein Wahlversprechen, das wir matt um die erste Platz setzen. Bei uns geht das doch nicht so viel, wenn wir feiern als Land an einer Situation, die als nicht mehr konkurrenzfähig machen, die als Verwaltungen nicht können funktionieren halten, die als Ökonomie schürt. Das dauernd rundherum geschwätzt, rund Probleme an der Education hilft keinem Mensch. Wir können noch, wenn der heute das Gesetz gucken, muss man sich 3 fundamental Fragen stellen. Das ist als die überhaupt nötig. Wenn man das wäre, ob man wohl die überhaupt nötig, dass man Sciences de l'Éducation so viel geschrieben haben, wir können an Schulen enseignieren zu gehen. Wenn das nicht funktioniert, das wird offensichtlich nicht funktioniert, da einer wo abgemerkt gehen, als dann nicht Konklusion auch die, dass man muss die ursprüngliche Orientation überprüfen. Das Stage an der Fonction publique. Haut sie Parteien wie DP, die machen Propositionen am Wahlkampf einfach so wie reduzieren das Stage im EDO 2 Jahre, der 13. Oktober sind 2 Jahre 6 Monate. Aber es ist ja aber, das Regierung macht, die dezidiert hat, das Stage nicht nur zu harmonisieren, mit zu uniformisieren an der Fonction publique. Wie Konsequenzen hat dann das Entwicklung an der Education national, ob das Stage allgemein, was sollen dann die anderen Berufsgruppen an der Fonction publique zu den Entwicklungen? Wir sind gespannt, auf wie will die Regierung dann arbitrieren? Und dann, wie gesagt, haben wir Ungerechtigkeiten gegenüber den Studenten, die am Blick am 4. Jahr auf der Uni sind. Ich meine, auch da muss sich darum kümmern, von dieser Solution angefeiert wird. Für die ADR als Datei ein Gesetz, das man nicht mit Stimmen mehr enthalen ist. Wir enthalen ist, weil für uns wichtig ist, dass wir eine Notsituation pallieren, weil wir auch Mengen an der Überzeugung sind, dass man den Schulbetrieb umlaufen halten. Aber es ist eine Notsituation. Es ist nicht, was wir gut fanden. Es ist etwas, was wir als Notwendigkeit mitdrohen. Mit dem großen Problem Schule. Das ist für uns eine Priorität am Wahlkampf. Wir sind nicht d'accord, dass weiter die Schule so misshandelt wird, wie dann in den letzten Jahrzehnten der Fall war. Wir wollen sie abrichten am Interesse von unseren Kindern, am Interesse von der Zukunft in unserem Land.